Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Talk, FC Bayern News. Leute, wir haben Nicolas Jackson verpflichtet oder ausgeliehen, wie auch immer. Bevor wir uns da mal ein bisschen mit beschäftigen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Natürlich könnt ihr das Video hypen, liken, disliken, Kommis schreiben. Ihr kennt den Spaß, wa? Also, gestern Deadline Day, wir waren ja live auf Twitch, haben auch ein bisschen schon gequatscht. Aus meiner Sicht kann ich relativ wenig zu Nicolas Jackson sagen. Ja, ich bin eh kein Freund davon, irgendwie Spieler anhand zu bewerten, was sie bisher geleistet haben. Ich denke, wenn man Ulisse danach bewertet hätte, hätte man auch nicht erwartet, dass er so bei uns performt. etc., etc. Ich will das gar nicht groß ausführen. Für mich ist wichtig, ich werde Nicolas Jackson, was ein geiler Name, ja, werde ich bewerten, wenn er ein paar Wochen bei uns ist und ich ein paar Spiele von ihm gesehen habe. Ja, dann kann ich was zu ihm sagen. Vorher kann ich das nicht. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt mal an, ja, was der FC Bayern zu ihm zu sagen hat. Und da gehen wir mal rein. Gut. FC Bayern leiht Nicolas Jackson vom FC Chelsea aus. FC Bayern leiht der Offensivspieler Nicolas Jackson 24 vom Club-WM-Sieger FC Chelsea aus. Der senegalesische Nationalspieler hält einen bis zum 30. Juni 2026 gültigen Vertrag und wird beim deutschen Rekordmeister mit der Rückennummer 11 auflaufen. Max Eberl. Nicolas war von Anfang an Feuer und Flamme für den FC Bayern zu spielen. Umso mehr freuen wir uns, dass es letztlich geklappt hat. Er hat in seinen jungen Jahren schon viele Erfahrungen auf internationalem Topniveau gesammelt und gezeigt, welche Qualitäten er hat. Nicolas passt mit seiner Dynamik und Präsenz sehr gut in unser Anforderungsprofil, ist hungrig, wird unsere Möglichkeiten in der Offensive mit seinen Fähigkeiten erweitern und sofort eine Verstärkung für unsere Mannschaft sein. Großer Freund. Nicolas wird unserem Offensivspiel noch einmal eine weitere Note geben. Er deckt ein großes Spektrum ab. Er bringt viel Geschwindigkeit mit, ist torgefährlich, sucht mannschaftsdienlich Wege in der Tiefe. Zudem ist er ein offener, positiver Typ und wird keine Anpassungsschwierigkeiten in unserer Mannschaft haben. Nicolas, ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil dieses großartigen Clubs sein zu können. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Jeder kennt die Namen der Legenden, die hier gespielt haben und weiß, dass dieser Club für die größten Erfolge steht. Ich habe große Ziele und Träume hier und werde alles geben, um mit Bayern weitere Titel zu gewinnen. Jackson startet in der Jugendmannschaft von, ja, nehmen wir es mit, in der Jugendmannschaft von Casa Sports im Senegal, ehe er 2019 zum spanischen Erstligisten FC Villarreal wechselte. Nachdem er an den Zweitligisten CD Mirandas ausgeliehen war, kehrte er zur Saison 21/22 zurück und feierte im Oktober 2021 sein Debüt in der Liga. Nach insgesamt 48 Pflichtspielen und 13 Toren wurde er im Sommer 2023 vom FC Chelsea verpflichtet, für das er seitdem 81 Mal am Ball war und 30 Treffer markierte. Okay. Also, wir haben ja gestern live gewesen und da kamen ja schon wieder die ersten Experten und sagen: „Ja, absoluter Chancentod.“ Wenn ich jetzt sehe, 81 Einsätze und 30 Treffer, ja, ist jetzt nicht Harry Kane, der 81 Einsätze und 82 Treffer hat, ist jetzt aber auch ist nicht, was ich unter Chancentod verstehe. Also, wild. Ähm, und 30 Treffer markierte. Mit den Blues gewann er neben der Club-WM in diesem Sommer in den USA in der vergangenen Saison die Conference League. In Senegals Nationalmannschaft steht er bei 19 Einsätzen. Ja, gut. Gehen wir mal rüber, schauen uns mal an. Ja, wer ist Nicolas Jackson? Bevor wir das tun, wie gesagt, also ich mache mir ein Bild, wenn er bei uns ist. Ich bin kein Freund davon zu sagen, oh ja, so und so. Nochmal, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo Spieler bei ihren Clubs super performt haben, nach uns gekommen sind, gar nichts gerissen haben. Genauso, wo man sagt, oh ja, denkt nur an Eric Dyer, ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo viele gedacht haben, oh, was ist das? Und dann kommt er zu uns und macht noch einen Stepper, entwickelt sich vielleicht noch, denkt an Michael Olisse. Ich glaube, der hat auch keiner gedacht, dass der so einschlägt. Ähm, von daher haltet mal die Füße still, ne? Lasst den Jungen mal ankommen bei uns, lasst mal 3, 4, 5 Wochen ins Land gehen und dann ähnlich wie bei Luis Diaz. Und dann können wir mal anfangen, diesen Spieler ansatzweise mal zu beurteilen. Ja? Und wenn er dann mal so eine halbe Saison oder eine ganze Saison da ist, dann können wir uns auch mal ein Fazit erlauben. Ja? Vorher finde ich das immer sehr schwierig. Ihr seht die Werte. Ja, 81 Premier League Spielen, 30 Tore ist jetzt nicht überragend, ist jetzt aber auch nicht super schwach. Ja? Ich weiß nicht, inwieweit er Stammspieler war oder wie viel
Einsätze davon nur eine kurze Einwechslung war, sonst was, ist mir am Ende des Tages aber auch scheißegal. Ja, nochmal, ich werde mir den Spieler reinziehen, ich werde den Spieler bei uns begutachten. Vielleicht noch zu den Modalitäten, was man so hört. I don't know, steht jetzt hier nichts. Ich denke, es wird irgendwann noch eine PK geben. Ich denke, damit dann eine Nachfrage zu kommen, ob da jetzt eine Kaufpflicht besteht oder nicht. Wahrscheinlich wird man dann sagen, oh, wir kommentieren das nicht, dann weiß man, es gibt eine. Ich habe es aber gestern schon im Stream gesagt, wenn man einen Spieler für 16 oder 16,5 Millionen Leihgebühr ausleiht für ein Jahr, ey, dann muss man aber auch im Hinterkopf haben, ja, das ist ein interessanter Spieler, den würde ich eventuell verpflichten wollen. Ne? Weil ansonsten haust du 16,5 Millionen raus für ein Jahr. Also das ist halt auch ein bisschen too much. Ja? Und ja, das Gesamtpaket wäre dann 80 Millionen sehr wahrscheinlich. Ja, dann ist es so. Ja. Ist die Frage, wie gesagt, wir können es beurteilen, wenn er bei uns war. Ja? Wenn die Saison rum ist, dann können wir beurteilen, ja, lohnt sich das da 60 Mille zu investieren oder lohnt es sich nicht. Ja? Wenn es nicht eine Kaufpflicht gibt, die an Einsätze gebunden ist. Aber dann sollte er ja eh performt haben, wenn er viele Einsätze hat. Aber all das werden wir sehen, Leute. No, das ist ja wieder das Schöne, wir haben wieder ein bisschen was zu spekulieren. Also, Straßenfußball im Blut, das ist Nicolas Jackson. Also vom Namen her hat er schon mal den coolsten Namen, nach Hurricane vielleicht bei uns in der Mannschaft. Die ersten Bälle rollten nicht über englischen Rasen oder spanische Akademieplätze, sondern über sandige Böen im südlichen Senegal. Kein Linienrichter, kein Trikot, kein Flutlicht. Nicolas Jackson, erstes Stadion war eine staubige Straße. Seine erste Taktik schlicht den Ball nachjagen, solange bis einer nachgibt. Genau dort, in der flirrenden Hitze Westafrikas zwischen Steinen, Torpfosten und Freunden als Mitspielern, lernte er die Kunst, aus Chaos Kreativität zu formen. Straßenfußball bedeutet für ihn Freiheit, Mut, Spontanität. Heute, wenn er im Strafraum antritt, sieht man sie noch. Diese unbändige Lust auf das Unerwartete, den Hunger, jede Aktion zu seinem Moment zu machen. Wer Nicolas Jackson heute sieht, wie er mit dem Tempo in den Strafraum zieht, erkennt in seinen Bewegungen mehr als bloße Technik. Jacksons Spiel ist das Echo einer Kindheit, in der Fußball kein Business, sondern Lebensfreude pur war. Das hat mir sehr geholfen und mir viel Freiheit gegeben, erinnert er sich. Diese Freiheit war seine Akademie, Kein Trainer, keine Lehrbücher, nur beobachten, nachahmen, ausprobieren. In den improvisierten Spielen auf den Plätzen von Zikinchor formte sich ein Angreifer, der bis heute davon lebt, dass er Regeln bricht, anstatt sie zu befolgen. Straßenfußball hat ihn gelehrt, in jedem Moment eine Lösung zu finden. Heute in Europas großen Arenen macht ihn genau das so schwer auszurechnen. Nun steht der 1,87 Meter große Mittelstürmer vor seiner nächsten Bühne, der Allianz Arena. Der FC Bayern hat Jackson für ein Jahr vom FC Chelsea ausgeliehen. Doch er ist kein klassischer Strafraumstürmer, der im 16er auf Flanken lauert und nur über Abschlüsse kommt. Jackson entfaltet seine Dynamik aus tiefen Zonen. Mit dem Rücken zum Tor schiebt er den Ball ab, fixiert ihn am Gegner, legt ihn mit einem schnellen Kontakt vorbei und überbrückt das Mittelfeld mit kraftvollen, zielstrebigen Schritten. Diese Bewegung, sein charakteristisches Ass im Ärmel, spiegelt die Essenz seines Spiels wider. Direkt, risikofreudig, mit einem unbändigen Willen. Seine Straßenfußball-DNA steckt in jedem Sprint, in jedem Dribbling, immer auf der Suche nach dem schnellsten, geradlinigen Weg zum Tor. Das hört sich doch schon mal nicht so schlecht an, oder? Spielstil und Stärken von Nicolas Jackson. Damit diese spielerischen Qualitäten zur vollen Entfaltung kommen, braucht Jackson vor allem eines: Bewegungsfreiheit und Raum, um sich zu entfalten, um sich fallen zu lassen, aufzudrehen und davon zu sprinten. Bewegungsmuster, die man auf den Außenbahnen erwartet, nicht im Zentrum. Kein Zufall, dass er in Villarreals B-Team oft außen spielte, bis Trainer Miguel Alvarez erkannte, dass er damit eine entscheidende Stärke verschenkte. Der Wendepunkt kam, als wir seine Position geändert haben, erzählte er dem Guardian. Auf dem Flügel sei Jackson zu weit weg von den Bereichen, in denen er wirklich Schaden anrichten kann, den letzten 30 Metern. Also zog Alvarez ihn ins Zentrum und dort als zweiter Stürmer blühte er auf. Der Club an der spanischen Ostküste war erst die dritte Station seiner Laufbahn. Mit organisiertem Fußball hatte Nicolas Jackson bis dahin kaum Berührungspunkte. Ich habe nie in einer Jugendmannschaft gespielt, erzählte er den Clubmedien des FC Chelsea einmal rückblickend. Mit 16 Jahren zog er nach Ziguinchor in den ländlichen Regionen Casablanca im Süden Senegals. Dort streifte er erstmals das Trikot des lokalen Vereins ASC Tilene über, sein Einstieg in die Welt des Vereinsfußballs. Sein Talent war unübersehbar, schon bald öffnete sich für ihn die Tür in die erste senegalesische Liga zu Casa Sport.
Im September 2019 folgte der große Schritt nach Europa. Villarreal verpflichtete den damals 18-Jährigen. Mit dem Wechsel begann eine völlig neue Realität. Ein fremdes Land, eine neue Sprache, ungewohnte Mahlzeiten. Es war nicht einfach, aber ich war konzentriert, ich hatte meinen Traum, erinnert sich Jackson. Zunächst trainierte er mit der U16 der spanischen Erstligisten, doch die Anpassung brauchte Zeit. Schließlich hatte er nie eine Nachwuchsakademie durchlaufen. Sein späterer Coach Miguel Alvarez erkannte jedoch sofort die außergewöhnlichen Anlagen. Jackson sei eine Klasse besser gewesen als die Altersgenossen, wie ein Mann unter Jungs. Bald führte Alvarez ihn ins B-Team, ehe eine Leihe zum Zweitligisten Miranda folgte. Dort sammelte er wichtige Erfahrungen, bevor er nach Villarreal zurückkehrte und unter Unai Emery den nächsten Entwicklungsschritt machte. Emery stellte ihn vor der 10 und der falschen 9 auf die zentrale Stürmerposition um. Von der 10, ja. Fortan suchte Jackson häufiger den Strafraum, lauerte auf Tiefenläufe und lernte, wie man als klassische 9 Spiele entscheidet. Alvarez sah in ihm einen Prototypen des Straßenfußballers, ungeschliffen, nicht durchstrukturiert, aber voller Ideen. Manchmal denke ich, dass wir Spieler zu Robotern machen, sagte der Trainer. Man könne Spielern nicht jedes Detail vorprogrammieren. In engen Situationen brauche es jene, die etwas Besonderes haben. Genau das brachte Jackson mit. Kühnheit, Unerschrockenheit, die Fähigkeit, sich durchzusetzen, egal wer vor ihm stand. Und jetzt kommen wir zum Chancentod. Jacksons starke Bilanz in der Premier League. Sein Aufstieg bei Villarreal ließ nicht lange auf sich warten. Nach seinem Debüt im Oktober 2021 gegen Betis Sevilla glänzte er in der zweiten Mannschaft, führte das Team mit Toren und Vorlagen beinahe im Alleingang in die Aufstiegsplayoffs. Spätestens in der Saison 22-23 explodierte endgültig. 12 Tore und 4 Assists in 26 La Liga-Spielen. Darunter 9 Treffer in den letzten 8 Partien, eine Quote, die ihn in Spaniens Rampenlicht katapultierte. Damit offenbarte er eine neue Seite seines Spiels, die des eiskalten Vollstreckers. Kommt Jackson im Strafraum an den Ball, entsteht Gefahr. Oft reicht eine schnelle Bewegung, um den Gegenspieler abzuschütteln. Dann folgt der kompromisslose Abschluss. Wuchtig, präzise, unberechenbar. Seine Physis, seine Technik und sein Gespür für Räume verbinden sich hier zu einer gefährlichen Mischung, die er mit starker Kopfballpräsenz abrundet. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein europäischer Top-Club anklopfte. Der FC Chelsea sicherte sich im Sommer 2023 die Dienste der Senegalesen. Gleich in seiner Debütsaison lieferte er 17 Tore und 6 Assists in 44 Pflichtspielen. Unvergessen bleibt der Abend im London Derby bei Tottenham Hotspur, als er mit einem Hattrick in der Schlussphase die Partie im Alleingang entschied. Spätestens da war klar, Nicolas Jackson hatte den Durchbruch im Spitzenfußball geschafft. Der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. Schon früh hatte er ein Risiko gewagt, das seine Eltern zunächst enttäuschte. Er brach sein Studium ab, um alles auf den Fußball zu setzen. Für die Familie war Bildung das Wichtigste, doch sie sahen, dass ihr Sohn eine einmalige Chance erhielt. Jackson selbst beschreibt diesen Entschluss als unumstößlich. Aber immer das Beste aus seinen Möglichkeiten machen wollen, immer daran geglaubt, dass er es schaffen könne. Und dieser Glaube, gepaart mit Disziplin und unerschütterlichem Willen, trägt ihn bis heute. Sein nächstes Kapitel beginnt nun in München beim FC Bayern. Wieder ein neues Land, eine fremde Sprache, ein anderer Fußball, doch Nicolas Jackson hat schon oft bewiesen, dass er sich überall durchsetzen vermag. Ob auf sandigen Plätzen in Westafrika oder auf perfekt gepflegten Rasen in Europas Topstadien. Ob als wirbelnder Flügelspieler oder als wuchtige Neun. Immer war er bereit, Widerstände anzunehmen und stärker daraus hervorzugehen. Was ihn auszeichnet, ist ein unerschütterlicher Glaube an sich selbst, ein unstillbarer Hunger und die Bereitschaft, mehr zu investieren als andere. Dankbarkeit und Ehrgeiz bilden dabei das Fundament, auf dem er überall schnell Wurzeln schlägt und mit Entschlossenheit, Mut und Energie bleibende Spuren hinterlässt. Ja, das ist die Vorstellung von Nicolas Jackson. Wie gesagt, auf den ersten Blick cooler Typ. Sehr guten Namen. Ja, alles andere werden wir beurteilen, wenn er bei uns ist. Nochmal, ich weiß nicht, hier steht er jetzt in 65 Premier League Spielen für den FC Chelsea, erzielte Nicolas Jackson 24 Tore. Also weiß ich nicht, wenn man in jedem dritten Spiel ein Tor macht, ob man davon Chancentod reden kann. Werden wir beurteilen, wenn wir ein paar Chancen von ihm bei uns gesehen haben. Ja. Ich kann nichts zu sagen. Wir müssen einfach abwarten. Ja, ich bin guter Dinge, dass er da ist. Ist ein bisschen schade. Ja, Kusi Asare hat man jetzt noch verliehen. War abzusehen, weil der Junge keine Spielzeit mehr kriegen würde. Ja. Ob das dann am Ende des Tages der richtige Schritt ist, auf einen Spieler wie Nicolas Jackson zu setzen und da die Kohle zu zahlen, das hohe Gehalt zu zahlen, was ich jetzt aktuell nicht sagen kann, wie hoch es ist. Aber es wird natürlich höher sein wie bei Kusi Asare.
Für Nkusi Asare ist es wahrscheinlich gut, dass er Spielzeit bekommt, wenn er sie bekommt, ja, aber die hätte man ihm auch bei uns geben können, ja. Ähm, aber das sind Themen für mein Fazitvideo zur Transferphase, weil die ist jetzt zu, das werde ich gleich noch aufnehmen. Das sollte einfach nur mal ein kurzer Einblick in Nicolas Jackson sein. Ich bin gespannt auf ihn, ne? 24 ist ein sehr, sehr gutes Alter. Ähm, Wie man gelesen haben, kommt er aus ärmlichen Verhältnissen. Das sind meistens die Spieler, die das noch zu schätzen wissen, was sie haben und dementsprechend auch arbeiten auf dem Platz, im Gegensatz zu so Leroy Sanés, was nicht irgendwie böse gemeint ist oder sowas, aber man sieht das auch bei so einem Luis Diaz, die Leute, die aus ärmlicheren Verhältnissen kommen, die ihren Wohlstand und ihr außergewöhnliches Standing zu schätzen wissen, ja, weil sie es anders erlebt haben. Die haben halt einfach eine andere Einstellung zum Fußball. Ja. Und von daher bin ich sehr gespannt. Freue mich auf ihn. Und alles andere, ja, werden wir in den kommenden Wochen, Monaten in den Livestreams dann ein bisschen auseinanderpflücken. Willkommen, Nicolas Jackson. Das ist, was ich sagen kann. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.